Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der einst in Herrlichkeit kommen wird, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, frohes Ostern sei euch gesagt. Schön, dass wir so zahlreich Kinder und Erwachsene am ersten Adventssonntag einfinden. Wir sehen schon die äußeren Signale, Signalfarbe, violett. Eine besondere Zeit ist angebrochen. Das vergangene Kirchenjahr haben wir gut beendet. In der Christkönigswoche. Ich hoffe, es ist euch gut gegangen mit diesem Wort. Nehmt das Reich in Besitz, das für euch bestimmt ist, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Mit dem verherrlichten Christus im Blick werden wir geformt für dieses Reich. Der Advent hat schon schön sanft begonnen. Gestern wurde unser Christbaum aufgestellt am Dorfplatz. Die Kinder haben nachmittags die Adventkanzweihe mitgefeiert. Die Erstkommunionkinder. Die Erwachsenen haben von der Ballsaison Abschied genommen mit einem sehr gemütlichen, gemeinschaftlichen Ball. Eine große Freude, dass wir uns jetzt wiedersehen. So treten wir ein in diese heilige Zeit. Es ist eine Zeit der Vorbereitung auf das dreifache Kommen des Herrn, wie es damals war, sein erstes Kommen als Kind, wie es jetzt ist, mit seinem Kommen, wenn wir uns im Gebet ihm zuwenden, im Familiengebet besonders in diesen Tagen, und wie es einmal sein wird, wenn wir ihn sehen, in seiner himmlischen Herrlichkeit, wenn er kommt, um uns heimzuholen. Und heute auch besonders Frau Naderer Kreinede mit einschließen, die er mit Not gestorben ist. Rufen wir das Erbarmen Gottes an. Kehre zurück, um deiner Knechte
was recht ist und nachdenken über deine Wege. Ja, du warst zornig, denn wir haben gegen dich gesündigt, von Urzeit an sind wir treulos geworden. Wie unreine Menschen sind wir alle geworden, unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Wie lau sind wir alle verwählt, unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an, keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns der Gewalt unserer Schuld überlassen. Und doch bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Wort des lebendigen Gottes. Amen. und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die
Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen 4 Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Seht euch also vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Christus. Liebe Pfarrgemeinde, seid wachsam. Dieser Aufruf prägt als Leitmotiv das heutige Evangelium. Wachsam sein heißt es schon im alltäglichen Leben. Dämmerungseinbrecher treiben ihr Unwesen. Seid wachsam, raten die Sicherheitsexperten. Wachsam, aufmerksam sein heißt es jetzt bei Wintereinbruch im Straßenverkehr. Wachsamkeit ist von Politikern in Zeiten von Wirtschafts- und Finanzkrisen gefordert. Wie der leichtfertige Umgang mit Geld bittere Konsequenzen hat, müssen wir leider leidvoll erfahren. Doch ist Wachsamkeit nicht nur in materiellen Dingen geboten. Der Advent könnte die Zeit einer aufmerksamen Besinnung sein. Besinnen hat sprachlich schon mit Sinn zu tun. Über den Sinn seines Lebensweges nachdenken, sich besinnen, was das eigentlich Christliche ausmacht, was die unverzichtbaren Eckpfeiler einer christlichen Lebenspraxis sind. Die Mitte, das Zentrum unseres Glaubens. Die Mitte unseres Glaubens sind nicht gelehrte und ausgefeilte Theorien, sind nicht unzählige Vorschriften. Die Mitte unseres Glaubens ist eine Person. Jesus Christus ist der Eckstein für die Bausteine unseres Lebens. Seid ihr wachsam, dass dieses Zentrum nicht von anderen überdeckt und überwuchert wird, nicht von kirchlichen Strukturen, sie sind wichtig, aber nicht primär wichtig, nicht vom geschäftigen innerkirchlichen Aktionismus. Auf Jesus
muss die Grundausrichtung unseres Lebens hinweisen, auf ihn hinziehen. Wachsamkeit hat dabei mehrere Facetten. Seid wachsam kann in dieser Vorbereitungszeit auf Weihnachten heißen. Gib Acht, dass bei allem Trubel und allen Verpflichtungen, denen wir nicht ganz entgehen können und auch nicht sollen, dass in deinem Innersten noch ein Platz frei bleibt, dass ein Raum frei und bereitet ist, damit Jesus eintreten kann. Der schlesische Barockdichter Angelus Silesius drückte es so treffend in einem Vers aus. Ist Jesus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, so bist du dennoch ewig verloren. Der Türhüter im Evangelium ist bereit für das Kommen seines Herrn. Er verschläft und übersieht nicht die Zeit seiner Ankunft. Wachsamkeit hat auch die Bedeutung von kritisch sein. Das heißt, kritisch die Zeichen der Zeit aufmerksam zu registrieren, zu deuten, um dann aus dem Schatz unseres Glaubens heraus, den uns Jesus in Wort und Praxis überantwortet hat, Lösungen zu suchen. Kreativität ist dabei gefordert, der Mut, Neues zu wagen. Unser Glaubensschatz ist in seiner Fülle bei weitem noch nicht gehoben. Plötzlich kann etwas aktuell werden, das früher gar nicht wahrgenommen wurde, noch gar kein Thema war. Wer sprach denn vor einigen Jahrzehnten schon von einem Umweltproblem, von einem nachhaltigen Wirtschaften, von einer globalisierten Welt, von einer gerechten Aufteilung der vorhandenen Ressourcen? Da gilt es, aus der Grundrichtung Jesu heraus Lösungen zu finden. Alles Neue bewegt und bewahrt uns vor einer Stagnation. All die neuen Probleme dürfen uns Christen doch nicht strafend antreffen. Ist nicht ohnehin schon manches versäumt worden. Es wächst doch unverkennbar in den von Christentum geprägten Ländern ein neues Heidentum heran. Ähnlich wies Papst bei seiner Rede im Straßburger Europaparlament darauf hin, dass auch Europa wieder seine Seele finden müsse. Man bekämpft heute nicht die Religion. Sie wird abgedrängt, einfach nicht mehr wahrgenommen. Sie kommt in zunehmendem Maße einfach nicht mehr vor. Sie gilt für die Führung des Lebens als nicht mehr relevant. Um im Bild des Evangeliums zu bleiben, Gott scheint, es ist fortgegangen, mit seiner Heimkehr wird gar nicht mehr gerechnet. Ein Blick in die Medien zeigt jedoch, die Gesellschaft wird mit diesen Veränderungen nicht humaner, eher gewalttätiger und bissiger. Ich fand es in einem Gedicht eines südamerikanischen Dichters ausgedrückt. Ich hatte Hunger und ich habe ihn immer noch. Ich war eingekerkert und keiner hat mich befreit. Ich war ein Straßenkind und nur die Straße mit ihrer Gewalt hat mich aufgenommen. Gott, der uns in Jesus als unser Bruder entgegenkommt, wird oft nicht mehr aufgenommen, nicht einmal mehr wahrgenommen. Er steht vor den verschlossenen Türen der Unachtsamen. Der österreichische Bischof Treutler, habe ich in einem Vortrag einmal sprechen gehört, der sich in einer der größten Diözesen Brasiliens besonders in die Armen annimmt, erzählte von einer religiösen Vorstellung der eingeborenen Indios. Gott ertrug, so glauben die Indios, die Gleichgültigkeit und das Leid, das sich Menschen einander antun, nicht länger. Er ging traurig zum Amazonas hinab, bestieg ein Boot und fuhr flussabwärts davon.
er kehrte nicht mehr wieder. Tiefsinnig wird hier ein Empfinden ausgedrückt. Wenn Menschen einander zu Feinden werden, wenn in ihnen gewissermaßen eine Wolfsnatur hochkommt, dann gerät auch Gott aus dem Blickfeld. Ähnliches beklagt ja der Prophet Jesaja in der gehörten Lesung. Doch besteht ein alles verändernder Unterschied zur Erzählung von den Indios. Treulos sind wir geworden, bekennt Jesaja. Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Doch dann hören wir die flehentliche Bitte, ja die aufjubelnde, verkündende Hoffnung, eine adventliche Hoffnung. Kehre zurück, reiß doch den Himmel auf, kehre wieder zu uns zurück, kehre zurück. Es ist die Grundhoffnung des christlichen Glaubens. Gott kehrt auch nach Enttäuschungen, nach allen Irrwegen, die die Menschen selbst einzuschlagen gewohnt sind, immer wieder zurück. Immer wieder klopft er als der eigentliche Hausherr bei uns an. Er will bei uns Menschen sein. Er will bei uns ankommen. Advent heißt ja ankommen. Sind wir wachsam, dass wir spüren, wo Gott uns nahe kommt. Er reißt den Himmel auf. Er will uns beistehen, stützen und helfen. Wenn wir ihn öffnen, dann können wir gemeinsam mit ihm an einer besseren, vollkommeneren Welt arbeiten. Jesus nennt sie das Reich Gottes. Jesus will, dass ein Stück Himmel schon in dieser Gegenwart anbricht. Er kehrt zurück, kommt uns entgegen, hat für jeden von uns, so wie der Hausherr des Evangeliums, eine verantwortungsvolle Rolle vorgesehen. Er mutet uns etwas zu und er gibt uns auch den Mut dazu. Jede kleine Freundlichkeit, jede Hilfsbereitschaft, jedes Lächeln und jeder Trost hinterlässt eine Spur und verändert die Welt. Wachsen kann das Reich Gottes. Das ist der Heilsplan Gottes. Und das ist auch unsere Sehnsucht. Und wenn unsere Sehnsucht und die Sehnsucht Gottes ineinander greifen, dann leuchtet etwas auf dieser Welt. Seien wir wachsam, übersehen wir dieses Aufleuchten an so vielen Orten und in so vielen Lebenssituationen nicht. Auch die brennende Kerze am Adventkranz deutet darauf hin. Und die Kerzen, die heute noch nicht entzündet sind, weisen auf weitere positive Möglichkeiten hin, die noch offen stehen. Das Grün des Adventkranzes ist ein Zeichen der Hoffnung. Und es geschieht auch so viel Gutes. Es geschieht viel Gutes. Verleugnen wir es nicht. All dieses Gute geht niemals verloren. Diese unsere Lebensfrucht hat Bestand. Von Gott vervollkommnet, bildet sie mit einem Grundstoff für die neue, verwandelte Welt, für die ewige Heimat, die wir den Himmel nennen. Noch sind wir als Volk Gottes gemeinsam unterwegs, mitten im Leben stehend, aber doch die Worte des Evangeliums beherzigen, wachsam sein, wachsam die uns zugemessene Zeit zu nutzen, wachsam sein für Jesus, der uns entgegenkommt, wachsam sein für seine behütende Nähe. Gelobt sei Jesus Christus. Jetzt Gott für diese Auslegung des Evangeliums, die Ermutigung, in diese heiligen Tage hineinzugehen. Bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater der Welt, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, den
die Menschen ans Herz legen, die seiner Hilfe besonders bedürfen. Ja, wir beten für alle, die um deines Namens willen in vielen Ländern verfolgt, vertrieben und getötet werden. Steh ihnen bei mit deiner Kraft. Wir beten dich. Wir beten für die Kranken, vor allem die Opfer der Epidemien. Sei bei ihnen und stärke die Männer und Frauen, die sie medizinisch versorgen. Wir beten dich. Wir beten für alle Obdachlosen, auf die schweren Monate zu kommen und öffne ihnen Türen und Herzen der Menschen. Wir beten dich. Wir beten für alle Menschen, die uns am Herzen liegen und die wir uns Sorgen machen. Sei du bei ihnen und lass auch uns ihnen nahe sein. Wir beten dich. Wir beten für unsere Gemeinde. Lass uns eine frohe Gemeinschaft sein, die deine Liebe ausstrahlt in einer Zeit, die immer herzloser wird. Wir bitten dich. Denn du, Herr, wirst kommen in Herrlichkeit. Darauf vertrauen wir heute und alle Tage bis zur Ewigkeit. Amen. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Erhebet die Herzen. Wir wollen sie Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der sie für uns hingegeben hat. Und in der Nacht der Menschheit verraten wurde, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Wir kennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk, für alle Menschen, die dich mit ehrlichem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, in deren Glaube niemand weiß als du. Sterbetag haben in dieser Woche Maria Mühlbachler, Theresia Christine Nader. Herr, nimm sie auf in deine himmlische Herrlichkeit. Gütiger Vater, gedenke, dass wir alle deine Kinder sind, und schenke uns das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Andreas, dessen Gedenktag wir heute feiern, dem heiligen Jakobus und mit allen Heiligen. Wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis, der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit dir dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt
jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Lasst uns voll Liebe beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, dass wir in deinen menschgewordenen Sohn schauen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht am Ende unseres irdischen Lebens das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger mit verklärten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus Christus, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet. Und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in eurem Herzen, in eurer Familie, in unserer Welt. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt durch das Zeichen des Menschensohnes Frieden und Versöhnung. Seht den Menschensohn, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Die zum himmlischen Festmahl bereit sind. In jeder heiligen Kommunion üben wir dieses Herantreten und den göttlichen Herrn. Und wir wollen das mit bereiten Herzen tun. Er wird uns immer mehr in ähnlich machen.
durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir wollen noch in der Kommunionsstille verweilen, Gemeinschaft mit dem verherrlichten Herrn, wenn wir die Wochenordnung hören. In dieser Woche lädt heute die Jugendtankstelle Mühlviertler alle zum stimmungsvollen Adventsstart mit einem lebendigen Krippenspiel und Liedern von unserem Jugendchor Schönau um 17 Uhr in die Filialkirche Hackstock in Unterweißenbach ein. Im Anschluss wird 10 Jahre Jugendtankstelle in der alten Schule Hackstock gefeiert. Chorprobe ist am Dienstag um 19:30 Uhr. Am Dienstag ist auch der monatliche Segnungsgottesdienst in Bierbach ab 18:30 Uhr, stille Anbetung, Rosenkranzgebet und um 19:30 Uhr die Heilige Messe, Gebet in den persönlichen Anliegen. Übrigens, weil ich gehört habe, manche sind etwas irritiert, dass bei diesen Segensgebeten für den Einzelnen auch dieses Phänomen des Ruhens im Heiligen Geist auftritt. Es gibt Menschen, die da so berührt werden, dass sie kurz umkippen, ruhen im Geist nennt man das, sehr gestärkt aufstehen. Also keine Sorge, das ist ein bekanntes Phänomen. Aber das wirkliche Wirken des Heiligen Geistes geht darüber hinaus, im Stillen, im Tiefen, das Persönliche, in den eigenen Nöten, das sollte hier gestärkt werden bei diesen Segnungsfesten. Am Mittwoch laden wir dann die Pfarrbevölkerung in diesem Advent vor jeder Abendmesse zu einem Glaubensimpuls mit Dr. Dieter Eder recht herzlich ein. Auch keine fremden Referenten hereinholen, wenn wir so eine Kapazität in der Pfarre haben. Ich bitte euch von Herzen, die Pfarrbevölkerung, diesen 4 Wochen dieses Angebot mal anzunehmen. Und wenn wir zahlreich kommen, dann hat er uns versprochen, wird uns weiter diesen kleinen Impuls in der Woche geben. 18:45 Uhr vor der Abendmesse. Eine Frage der Gewohnheit und der Lebensordnung. Bauen wir es ein. Dekanatsgebetsmesse ist am Freitag in Weitersfeld um 19:30 Uhr. Samstag ist der Heilige Nikolaus. Am Nachmittag ist in Bierbach wieder der Herz-Maria-Sühne, Samstag in Kurator Matthias. 15:30 Uhr ist dort die Heilige Messe. Vorher schon Gebet und Weichgelegenheit. Hinweis vom sozial-karitativen Arbeitskreis kommt Mittwoch wieder gemeinsamer Mittagstisch für unsere Senioren. Noch 2 Hinweise. Adventssingen in Unterweißenbach heute Nachmittag und nächste Woche in Barzell. Im Weihnachtsverkauf der Tagesheimstätte der Lebenshilfe Unterweißenbach. Heute tagsüber und auch jetzt die kommende Woche, Montag bis Freitag. Jetzt im Anschluss an die Messe lädt die katholische Frauenbewegung zu unserem traditionellen Pfarrcafé Adventbasar ins Pfarrheim herzlich ein. Nützen wir auch diese Gelegenheit, Zeit des Ruhigerwerdens, Zeit der Gemeinschaft, nicht nur der Adventkranz, sondern auch der gegenseitigen Gespräche, wie wir es gestern beim Feuerwehrwahl schon begonnen haben. Geht noch mit und nützt diese Angebote. Wir wollen jetzt auf die Sterbegruppen läuten für Christine Naderer, die heute verstorben ist. Am Dienstag und Mittwoch ist die Nachtwache 19:30 bzw. 19:45 und Donnerstag um 10 Uhr ist das Begräbnis. Die Frauenbewegung ist eingeladen, teilzunehmen, sind ein Mitglied der katholischen Frauenbewegung. Die Frühmesse am Donnerstag wird von Ratzauer gehalten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
Wir bitten dich für unsere Schwester, die du heute zu dir gerufen hast. An dich hat sie geglaubt und auf dich gehofft. Führe sie zur wahren Heimat, lass sie die ewige Freude genießen und in deinem Frieden geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke ich jetzt für diesen gemeinsamen Start in den Advent. Danke, Dr. Dieter Eder, dass du uns so aufgemuntert hast. Gott ist ständig bereit, zu uns zurückzukommen, wo immer wir stehen, wenn wir uns ihm hinzuwenden. Kinder, es lohnt sich, von klein auf, sich um das Gute zu bemühen, Liebe zu leben, als recht als Erwachsener, damit wir einmal zu seiner Herrlichkeit fassen und gleich bei der Tür hineinlassen. Das wollen wir diese Woche vor Augen haben. Wir wollen den herrlichen Christus vor uns haben und wach sein, dass wir zu ihm gehören. Ich wünsche euch einen gesegneten ersten Adventssonntag, viel Freude an dem gemeinsamen Gebet zu Hause auf Navidad. Der Herr sei mit euch.